Okay, das ist ein bisschen doof gelaufen, weil damit ich natürlich eine Folge beenden kann, eine neue beginnen muss ein Tastenkombi drücken, um halt die Aufnahme zu beenden und zu starten. Und das hat das Spiel bereits so interpretiert, damit ich mal eine Karte ziehe. Und was ist natürlich gezogen? Genau, Ritualmonster. Dankeschön, Spiel. Danke für nix. Aufgeben kann ich ja nicht, super. Das Herzekarte ist nicht auf meiner Seite, Freunde. Wieder einmal. Einmal mehr. Senju 1000 Hände. Der kommt halt übertreibt nicht, ja. Zugegeben, ich habe an einer Stelle ein bisschen doof gespielt, das stimmt. Da muss ich natürlich auch sagen, ein Ritualdeck ist halt auch ein bisschen tricky. Weil wenn du halt Pech hast, nur Ritualmonster ziehst, dann ist doof. Deswegen verstehe ich bis heute nicht, wieso Ritualmonster nicht auch wie all die anderen Spezialtypen-Monster ins Extra-Deck gehören. Aber egal. Jetzt einfach nochmal ein bisschen besser zocken. So. Okay, darum geht's. Das Spielzeug aktivieren. Yo! Und immer einen von denen noch. Perfekt. Dann würde man sagen, direkt Ende der Welt. Als Ritualbeschwörung rufe ich die Mais, König des jüngsten Tages. Jo, gerne. Zerstörung kann im Spielfeld. Nee, dafür habe ich also einen eigenen Effekt. Das ist mir ziemlich viel wichtiger. So. Schweinerei sowas. Ja, schön. Dann muss es nochmal so gehen. Was für eine Kacke, Mann. Ching, 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 ching. Das Problem ist ja... Okay, machen wir es doch anders. Autschi. Nochmal einer. Ja, von mir aus. Ne, noch nicht. Dankeschön. Und dann
Ja, eben, das heißt auch immer am Beginn der Meme-Phase. Das ist quasi der erste Effekt, den hat für Nutze. So, warte mal, haben wir Hexe Schwarzen Waldes. Ich habe natürlich auch den hier noch. Erscheine ruhig, Königin des Vergessens. Tsching, tsching. So, dann holen wir noch die Hexe Schwarzen Waldes. Den Rest lassen wir noch. Und nochmal. Angriff. Das Schwarzwaldes Angriff. So, zeigen wir Ihnen, welche Monster ich hier rufen könnte. Finsternismonster, Erdemonster. Kriegen wir mal vielleicht noch 2 Feuer. Lichtmonster, Windmonster. 5-köpfige Drache, natürlich. Oder sonst rufen. So, mal gucken, was er macht. Nicht viel, so viel ist klar. Mein Zug. So, ich will nochmal einen Topf der Extravaganz. Dankeschön. Zyklus der Welt. Stimmt, wir können ja den zweiten Effekt nutzen, oder? Erstmal rufen wir die stärkere Version. Das heißt, den ersten Effekt muss ich eigentlich immer nutzen. Den zweiten geht gar nicht so einfach, wa? Okay. Da Ritual an dein Deck hinzu. Danke. Lesen kann Effekt zerstört werden. Mach trotzdem mal noch den Move. Hand aufnehmen möchtest, aus dem Friedhof noch ein Demise, warum nicht? Ich habe hier auch die noch. Also war da alles cool. Dann rufen wir mal noch Manju der 10.000 Hände. Huch. Ich habe gar nichts mehr im Deck, oder was? Ich habe 21 Karten im Deck und keines davon ist noch ein Ritualmonster oder Zauberkarte. Okay, krass. Sorry, Kumpel, du kommst nicht mehr dazu. Also muss ich schon sagen, so ein Teamdeck um Ruin und Demise hat durchaus was für sich. Muss natürlich definitiv ein bisschen besser spielen als ich jetzt. Er hat dann noch 1, 2 Gedankenfehler drin. Und dann muss man sich halt entscheiden, wann ruft man Stufe 4 Ritualmonster, wann ist Stufe 8 Variante, wann ist Stufe 10. Dankeschön. Der ist gesperrt, genau, kann ich auch schon frei setzen. Aber erstmal Ziel. Geschafft Belohnungen. Structure Deck. Okay, kriegen wir das Deck dazu. Geil. Das rote Wesen, Ruin, Königin des Vergessens, bringt der Welt eine Umkehrung der Zeit.
Wenn sich das Böse in der Zivilisation ausgebreitet hat und das Ende der Welt bevorsteht, versetzt das rote Wesen die Welt in einen Zustand zurück, bevor die Ursache des Bösen eintrat. Es gibt Fälle, in denen die Welt dadurch in einem urtümlichen Zustand mit viel intelligentem Leben wiederhergestellt wird. Auf diese Weise wird die Welt wiedergeboren, in der Hoffnung, dass das Leben diesmal den richtigen Weg einschlägt. Für diejenigen, die in der aktuellen Welt leben, ist es gleichbedeutend mit Auslöschung. Das Zurücksetzen der Welt soll die richtige Entwicklung des Lebens fördern. Aber was passiert, wenn die Welt ständig einen falschen Weg einschlägt? Ganz gleich, wie oft sie zurückgesetzt wird. Das schwarze Wesen, die Mais, Königin des jüngsten Tages, führt das wahre Ende der Welt herbei. Eine furchterregende Macht zerschmettert das Fundament der Welt und löscht alles Leben aus. Von der Welt bleibt keine Spur zurück, nur absolutes Nichts. Schön! Wie sieht es im Herzen eines Wesens aus, das im Laufe der Äonen unzählige Male der Zerstörung der Welt erlebt hat? Diejenigen, die verschwinden, werden es niemals erfahren. Was sollen ja besser nicht verschwinden, wa? Oder wie darf ich das interpretieren? Danke! Geht clear! Naja, zumindest theoretisch. Nö. Erstmal hier entsperren. So. Beschwören mit Ritualbeschwörung, Ruin und Attacke ein Monster und Effekt zu aktivieren. Dann vielleicht Dark Horns, da haben wir so. Okay, warte mal. Es geht nur noch um die Mais. Okay, ohne Ruin selber. Dunkel aufrichtig. Aha, wie das andere aufrichtige Monster, okay. Auch eine Finsternis-Variante. Sangan, da ist klar, da Trägheit. Okay, Moment ganz kurz. Musste eben niesen. So. Welchen der Welt kennen wir? In der Welt kennen wir auch. Den auch. Rotation der Welt. Als Schnellzauber, okay. Kräftigungsschild, Neuerung der Welt kennen wir auch. Ja, wenn man sagen, wir können mal versuchen, wa? Das Deck des Gegners, ist das ähnlich? Ah, jetzt geht es um Licht gegen Dunkelheit, alles klar. Also Ruin gegen die Mais im Prinzip. Deswegen hat er auch aufrichtig drin und ich hatte einen dunklen aufrichtigen. Verstehe. Alles klar. Ein bisschen Zeit haben wir noch, Freunde. Ich würde sagen, das können wir noch machen. Und je nachdem, wie gut wir vorankommen, eventuell halt erstmal diese Route hier soweit abschließen. Dann im nächsten Part vielleicht zurück zu den Elementarkriegern, jetzt wo wir ein paar Lichtpunkte haben. So, ich sehe jetzt erstmal Sangan hier verdeckt. Und jetzt erstmal die Zauberkarte verdeckt. So, natürlich ein bisschen doof, ja. Stufe 10, Stufe 4, Ritualmonster in der Hand zu haben. Weil es kommt darauf an, was ich nachher ziehe. Okay, ruft die schwächere Version. Kette. Auflösung der Kette. So, Sanger bitte. Was nehmen wir da, was nehmen wir da? Ein bisschen unpraktisch, aber die anderen irgendwie auch. Warte mal. Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird. Ja, kriege auf ein stärkeres Monster, okay. Das ist ein bisschen das Problem, ich meine,
Ich kann Rotation der Welt nutzen, aber halt nur, um die Meisterkönigin des jüngsten Tages zu rufen. Ja, doch, reicht ja. Den hier, ja gut, theoretisch natürlich auch ihn rufen. Stimmt, vergesse ich immer wieder, dass ich auch Monster aus dem Deck rufen kann. Ich könnte theoretisch in Stufe 10, den ich auf der Hand habe, ablegen. Da kann er aktuell nichts machen. Nächsten Zug zahle ich jetzt 2000 Lebenspunkte und zerstöre alle seine Viecher. Oder ich rufe die Meisterkönigin des jüngsten Tages auf Stufe 4 und zerstöre sein Viech sofort. Ne, komm, ich versuch's mal so. Okay, also jetzt keine Zauberfallenkarten. Interessant. Mein Zug. Manju der 10.000 Hände. Zuerst einmal bitte einen Effekt aktivieren. Dankeschön. Okay, dann seht ihr mal noch Manju der 1000 Hände. Aktivierte Special Ability. Ruf mal Zyklus der Welt. So, jetzt theoretisch könnt ihr die Mais auch noch rufen. Problem ist aber sein Effekt, dem man natürlich dann nicht entgegenkommt. Die Mais des jüngsten Tages. Dafür kann ich immer wieder nutzen. Zyklus spielen, sind da jetzt keine Schnellspielkarten. Ne, da bringt nichts. Das könnte natürlich auch die Stufe 10 Variante mal rufen von dem Viech. Das wäre eine Variante. Aber nee, noch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, Freunde, ich habe eh noch die Hexe des schwarzen Waldes auf der Hand. Stufe 4, dann nochmal ein Demise von Stufe 4 auf der Hand. Ich kann nochmal Ende der Welt spielen. Da passt schon. Okay, das war ein krasser Zug, Kumpel. Bye bye. So, Zyklus der Welt. Die Frage, lohnt es überhaupt, das Ding zu spielen? Man kann natürlich auch gerne noch einen Sangan rufen und dann die Karte spielen. Ne, jetzt wird doch nicht mehr. Hä? Okay, vergessen was. Weil ganz ehrlich, spielt es eine Rolle? Nee, nicht wirklich. Victory is our. Ja, also wie gesagt, ist ein interessantes Deck, aber so ganz perfekt drin habe ich es noch nicht. Ritualrab, okay. Dann das hier, wie sieht es denn hier aus? Deck des Gegners. Ein paar schwache Normalmonster, Manchu mit Ritualkarte.
Noch ein paar die Maisviecher. Habe ich schon Ritualkunst? Macht Sinn. Okay. Interessante Alternative. Und mein Deck ist mit. Okay, die ist mit Lichtvariante. Oha. Viele Rituale, das kann man natürlich das Genick brechen. Okay. Eine der Karten kenne ich gar nicht. Interessant. Also wieder mal Licht gegen Finsternis und diesmal sind wir in der Lichtrolle und wir haben generell ein anderes Deck. Ja gut. Maschinenengel-Ritual. Okay, gegen ein Ritualmonster. Den habe ich ja. Nur das Problem ist halt auch, die zu rufen bringt mir momentan nicht viel. Weil halt sie hier schwächer ist als der da. Das ist mein Problem gerade. Oh, trotzdem mal Manchu. Ich habe ja auch noch Ritualkunst. Maschinenengel-Ritual, ne, haben wir schon. Ende der Welt, ja. Ein Ritualzauber geht halt nur damit. Das müsste eigentlich fast die stärkere Variante rufen, in dem Fall Uin, oberste Königin. Hinzufügen, okay. Ja, ich bin auch mit diesem Lernfreund, also nur kein Stress, also wenn ihr denkt, macht jetzt das so oder so, ich muss das Deck erstmal kennenlernen, also natürlich kannst du auch das Deck auf alle Karten durchlesen und so, aber natürlich das im Einsatz zu sehen ist viel besser. Nein, ich wäre mein Ziel ja erstmal die hier zu rufen.
Aua. Problem ist halt, ich habe gar keinen Demise. Selber mit dem er irgendwie die Karte vom Gegner zerstört. Jetzt kriege ich natürlich nochmal eine Stufe 10, Stufe 8 Mons auf die Hand. Super. Jo, schön. Ja, sorry, aber das ist natürlich ein Kartenpech. Wenn das nur gewusst hätte, dann die Zauberkarte genommen. Oder das andere Ritual, der andere Cyber-Dings-Monster, wenn sie gerufen werden, kann eine Ritual-Zauberkarte vom Deck auf die Hand nehmen. Ja, okay. Nee, keine Chance, da hätte ich nichts machen können. Wir müssen alles erst ein bisschen kennenlernen, Freunde. Eben vor allem das Leihdeck. Worum es überhaupt genau geht, im Sinne von Cyberengel, Idaten, ja, ein Ritualzauber und ein Deck oder Friedhof, ist natürlich auch cool. Aber wenn er halt schon die meisten draußen hat, brauche ich halt die stärkere Version der Königin des Vergessens. Sprich halt, idealfall halt die Stufe 10 Variante. Irgendwas im gegnerischen Monster Platz machen habe ich ja nicht insofern. Und Aufrichter wäre natürlich eine Option gewesen, ne, den von der Hand aus zu aktivieren. Man hätte natürlich auch die hier rufen können als Ritualbeschwörung, aber ich hatte nicht auf der Hand. Keine von denen, die waren von der zu unters oder so, kein Plan. Egal. Freunde, ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Dann machen wir natürlich hier nochmal weiter, gucken, ob wir das nochmal irgendwie hinkriegen. Wenn wir wieder zu viel Kartenpech haben sollen, machen wir wieder mal mit meinem Deck. Und machen einfach mit Synchro, Xyz und Linkbeschwörungen platt. Und ansonsten würde ich sagen, würden wir neue Option verfügbar, genau wenn wir zurückkehren zum Krieg des ersten Elementarherrscher. Und das hier freischauen, was jetzt geht. Nee. Nee, ist noch zu wenig. Hä? Da stand gerade neue Toroption. Hier sind wir auch schon durch soweit. Wir kriegen noch keine Punkte mehr. Beziehungsweise Kugeln. Okay. Dann müssen wir halt den nächsten Part hier weitermachen oder hier. Edelsteinritt. Oh, wieso sind es keine Kristallungeheuer? Die würde ich jetzt gerne mal spielen. Ey, Alter, wäre das geil. Aber ihr seht schon, es gibt noch so viel zu tun. Die Sternhelden. Dampfdinosaurier aus unbekannten Ländern. Ach du Scheiß, Digitalkäfer im Cyberspace. Ja, ja, da sieht man mal, was da für verschiedene Decks, Kombinationen etc. etc. gibt. Und vor allem, was wir noch alles zu tun haben, war. Oh Mann. In der Hinsicht danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.